Es geht weiter mit dem DLC zu versunkene Schätze. Die Königin ist verschwunden. Die Frage ist, wo ist sie genau? Wir könnten eine Vermutung anstellen. Sie wissen, es war die falsche Entscheidung, kaum dass Sie den Salon betreten haben. Die Herzogin, eine Frau mittleren Alters, liegt dösend in einem Himmelbett, das sie seinem zerwühlten Zustand nach zu urteilen seit Tagen nicht verlassen hat. Verzeihen Sie meine Überraschung, krächzt sie. Aber eine Königin? Soll hier gekommen sein? Wo unsere Seite der Familie seit Jahren vernachlässigt wird? Sie setzt eine gequälte Miene auf. Doch jetzt haben wir reizenden Besuch. Darauf bedacht, niemanden zu beleidigen, leisten sie ihre Gesellschaft, bis sie schließlich ihrer Spielchen überdrüssig wird. Sie deutet an, dass die Königin ihren Cousin Prinz Ernest besucht. Der Prinz empfängt sie freundlich in seiner efeu umrankten Burg, wirkt aber äußerst nervös. Alle versuchen. Wir wollen doch nur helfen. Spielstand gespeichert. Genau. Sie haben in königlichen Kreisen einiges im Gesicht verloren. Von mir erfahren Sie nichts, gar nichts, erwidert der von ihrem langatmigen Gelaber erschöpfte Prinz schroff. Wieder jemand, der seine Nase in ihre persönlichen Angelegenheiten gesteckt, wie es schon so viele in der bedrückenden Enge ihrer Jugend getan haben. Dann stürmt der Cousin der Königin in den Garten, um zu schmollen. Am nächsten Tag scheint es der Prinz nur wenig beruhigt zu haben. Sie hat mich gebeten, über der Erstellung ihres Familienstammbaumes zu helfen. Das ist alles. Ich werde sie trotz ihrer Unverschämtheit nicht daran hindern, ihr zu folgen, aber nur weil ich mich um ihr Wohlergehen sorge. Im Mundegast findet ein Maskenball statt. Dort werden sie finden. Okay. Ja, natürlich fortsetzen, klar. So viel dazu. Bedrohliche Musik. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ansonsten in der letzten Folge, wir hatten irgendwie da mit der Kunstschreinerei noch was im Hut. Und zwar, Holz geht ein bisschen runter und dann die Kunstschreinerei. Vielleicht wäre ein bisschen mehr auch nicht schlecht, obwohl es vielleicht sowieso ein bisschen dauert, bis wir soweit sind. Bis und so. Also nicht ganz so bissfest leider. Das heißt, wir gucken mal. Wir hätten gerne, sie hätten gerne ein bisschen Sekt. Das wissen wir, dann mit der Glashütte ist sowieso ein Thema für sich. Weinberg, das war ja 1:4 Verhältnis, also eine Glashütte zu 4 Weinbergen haben wir ja. Eine Sektkeilerei, das heißt, ich ziehe den auch mal hier hin, muss ich sowieso hier machen. Können theoretisch ja unten machen, nee, wäre Quatsch. Ich mache sie hier, komm. Schon ein Blaupausenmodus, wie sich's gehört. Ich bräuchte 16 Stahlbarren. Das wird ein Problem, weil ich sowieso regelmäßig Stahlbarren wieder, naja, abhole. Aber gut, erst einmal hier ein kleiner Weinberg. Dann kommt der nächste Weinberg. Dann mal ganz kurz hier runter. Und dann mal gucken. Wir müssen noch genug Leute haben. Konkurrenten haben einen Friedensvertrag unterzeichnet. Das freut mich für die Konkurrenten. So, 4:1 müsste weit reichen. Jetzt muss ich mal gucken, wir haben hier, ich glaube, dass es die Route 0 war, aber ich glaube, jetzt langsam ein kleines Problem. Jo! Das haben wir, ein kleines Problem mit der Route 0. Arbeitskleidung wird verschiebt, wird geladen und entsichert. Ja, wobei, habe ich noch so viel, dass das zweimal 2 Fuhren überhaupt reichen? Danke, Route 0. Mehr Druck im Kessel. Ah, das bist du. Und so wie es aussieht, braucht das auch. Ihre Geister werden dir folgen. Ich wollte gerade sagen, wer immer es war, er ist jetzt tot. Okay. Warte mal ganz kurz.
Zeit wäre abgelaufen. Ich könnte mir theoretisch eine Insel holen. Mir fehlt noch die Kohle. Aber noch irgendwo hier vielleicht etwas zum Verkaufen. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Moment, ich will mir erst die Insel holen. Das ging schnell. Hä? Das, wenn ich die Insel übernehme, dann ging es erst darum, dass man irgendwie... Ja, offenbar nicht, wa? Ruhig Geld und Arbeit hinein. Ich hole sie mir dann schon zurück. Ich bin Baron. Das war jetzt ein bisschen okay, ich habe das irgendwie anders in Erinnerung. Beziehungsweise wir wurden irgendwie zugetragen von wegen, hey, wenn du das machst, dann kannst du irgendwie... Ja, dann geht es darum, ob ich überhaupt die Insel wirklich kaufen will, ob ich sie vielleicht noch wieder verkaufen will und so. Und vielleicht geändert wegen DLC oder beziehungsweise im Update auf 4.0 oder aber es hat damit zu tun, weil die Königin nicht hier ist. Kann theoretisch auch sein. Ich guck mal, was wir hier so für Waren haben, wa? Ansonsten Nortenby, originelle Siedlung. Vielleicht kann man die mal noch brauchen. Ich meine, wir haben hier Eisen, Steinvorkommen und so. Das ist nicht schlecht. Und das mit dem Traum, eigentlich wäre das mit dem Traum noch geil hier zu machen, ja? Aber wir haben ja hinten noch genug Platz, also insofern... Ach ja, warte mal. War ja was. Ah, natürlich zu wenig von allem hier irgendwie im Lager, wa? Nee. Die Bilanz ist auch ziemlich mies, das wundert nicht wirklich. Alle Schiffe, die ich so habe, sind bereits am Arsch. Sie sind am Arsch. Ich brauche noch mal einen hier. Oder? Ich kann das mit dem Hopfen anders machen. Meckern bei der Stundenzahl. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Ah ne, geht gar nicht mehr, da brauche ich sowieso hier. Seh nix. Also. Der Schieber, ja, schiebt mal ab. Eigentlich bereits irgendwie... Nö, komme ich noch gar nicht hin. Ah, hier. Event... Eigentlich ist gar nicht hier unten. Krass, da wäre da unten, wenn schon. Wenn schon, denn schon. Okay. Ja, unsere Kohle ist ja mal am Arsch. Das ist nichts Neues. Ich nehme an, es liegt bei neu. Deshalb habe ich nicht daran gedacht. Wenn wir hier zu wenig Kaffee haben, beziehungsweise vor allem die hier, Ganz wo natürlich auch viel erstaunlich. Kaffee. Meine beiden höchsten Kategorien, sag ich jetzt mal. Einfach mal Stufen halt da zu wenig haben, ist das Mist. Dann ist das Mist, okay. Moment kurz. Heute mal so heiß, wenn wir nur am Schwitzen. Okay, Bilanz ist scheiße, ich weiß, darum kümmern wir uns gleich. Natürlich, wie könnte es anders sein? Ich muss erstmal hier ganz kurz noch eins oder anderen Fall machen. Kampfdeck bereit machen. Das ist nicht schlecht. Schlachtkurs steht. Also ich meine, darauf lässt sich aufbauen, oder? Die Feierlichkeiten sind beendet. Was wir noch ist, wir haben hier La Isla Die Prosperity. Attraktivität ihrer Stadt hat Kaffee. sich verringert. Das Teil hier, ne, der liefert natürlich zweimal.
Nee, Leute, mal ganz kurz hier gucken. Das ist das wahre Leben. Warum haben wir euch gesperrt? Bei euch ist das Bier einfach Luxus von dem her, aber plötzlich fehlen euch auch die Nähmaschinen, weil ja. Deswegen habt ihr ja auch zu wenig von euch. Wenn ich euch jetzt das Bier sperre, bezahlt ihr weniger. Ja, das ist mir klar, ist nicht so wild. Dann würde ich halt sagen, hey, die hier kommen raus. In fortschrittlichen Zeiten wie diesen kann jeder träumen, was er will. Theoretisch ist dem so. Aber leider nur theoretisch. Und dann eben hätte ich doch gerne. Er produziert doch gar nicht. Ja, wusste es doch. Locker, genug Kaffee. Verdammte Kohl brauche ich eben auch. Da ist jetzt. Ja, jetzt langsam kommt es eben. Kautschuk ist für die Hochräder. Macht er auch jetzt vom dritten ab? Hätte er noch genug Kautschuk oder ist das hier schon alles, was ich habe? Nö, die haben noch mehr Kautschuk, okay. Also ein Baumwollstoff ist sowieso selten, von wahrscheinlich genug zu haben, wa? So, machen wir es erstmal so. Der will zwar irgendwas machen, aber macht irgendwie nichts. Ah, Mist, ey, stimmt, wenn ich die Welten wechsle, dann verschwinden die Items, hatten wir schon mal. Ach, scheiße, natürlich vergessen. Egal. Gibt Schlimmeres. So, wir haben wieder ein bisschen Hochreiter. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das Wasser schäumt, Admiral. Das Wasser schäumt. Das gefällt mir. Was mir aber nicht so ganz gefällt. Jetzt muss ich mal gucken. Ne, warte mal, wo war das schon wieder? Das sind... Mir fehlt noch einiges an Material. Ja, ich wollte schon sagen, wa? Also eigentlich Pelzmäntel hat ja jetzt wieder eine Hülle um Fülle, wa? Jetzt mit halt so wenig Baumwollstoff. Okay, dann lasse ich das mal so mit dem Baumwollstoff und so, mit den Dingern, muss ein bisschen gucken. Meinen ach so lieblichen Hochrädern, sage ich jetzt mal. Nicht Hochräder, mit dem Ding. Da, mit den Nähmaschinen. Dann haben wir 150 holen. Ich glaube, das könnte reichen fürs Erste. Kautschuk wird jetzt übertrieben, weil er hat übertrieben viel nach unten, aber jetzt habe ich hier auch übertrieben viel. Weil man sieht es ja, irgendwie ein Kautschuk-Problem haben wir eigentlich Ihrer nicht. Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Naja. Die Lassen wir das Waffenruhe erstmal. wurde beendet. Ich wollte gerade sagen, wo sind die? Ja, jetzt kommen sie. Okay, wo ist ein Flaggschiff, genau. Kumpel, du musst mal da ganz schnell für Verhältnisse sorgen. Ich muss da mal oben ein bisschen was bauen, sorry. Ah, sieht langsam gut aus. Sie hat genug Dampfmaschinen, die könnt ihr eigentlich schon wieder rausnehmen. Das Verschiffen der Dampf... Die ich gar nirgends habe. Krasse Scheiße. Hä? Jetzt schwören, ich hab die irgendwo. Und die manuell geholt war. Okay, geht natürlich auch.
Oh, Dampfmaschinen. Ja, 223, bleibt stabil. Heißt doch, dass sie jetzt hier wieder ein bisschen... Die Rohre sind Nein, leer natürlich und nicht, und deswegen warten baust auf du... Durchlauf. Mann, du musst da, weil du brauchst da was. Es empfiehlt sich ein... Bin ich etwa zu alt? Der Letzte. Rindfleisch, Paprika wird zu viel. Ah, das waren die guten alten Zeiten, wa? trivial, aber das wird sie kaum stören. Ja, ich hab zu viel Gulasch. Wie ich sehe, wollen sie hoch hinaus. Sehr hoch sogar. Ah, du meine Güte, aber ich hab doch hier unten gar nicht irgendwie... Was ist denn das mit den Konservendosen hier? Ja, wobei geht, ja, ist nicht schlimm. Warum habe ich jetzt so eine schlechte Bilanz? Ist doch eigentlich alles gut. Weil ich auch den Hochräder gesperrt habe, ernsthaft? Wir sind halt jetzt so angepisst. Sieht fast so aus, wa? Vielleicht ein bisschen zu viel. Aha, warte mal, brauche. Ja, komm. Teure Unterhalten. Ja, logisch natürlich alle anderen so wenig bezahlen, weil da halt Waren ein, Ausgang, da stimmt alles überhaupt nicht mehr. Sie erwerben mit meinen Anteilen auch meine Ideen. Wen kümmert's? Es kommt uns zu Pass. Danke. So, jetzt quatschst du wieder, wa? Ah ja, da war ja was. Moment, die haben ja noch hier Expeditionen. So. Wir brauchen Sie und Ihr Feingefühl. Feingefühl. Sie folgen Prinz Ernests Rat und fahren mit dem Zug die glitzernde Côte Turquoise entlang. Sorry für mein Französisch. Entlang bis zu einem großen Bahnhof im mondänen Fürstentum Monegasque. Die Straßen des seit 6 Jahrhunderten von der Familie Piedmont regierten Fürstentums sind voller Licht und Farbe. Denn heute ist die große Eröffnung seines allerersten Casinos. Das Verkleidungsthema lautet Tiere und Sie sehen eigenartige, pelzige und gefiederte Kostüme an jeder Ecke. Sehr praktisch, wenn eine Königin die Inkognito reist. Prinz Ernest hat ihnen zwar seine Einladung für das Casino mitgegeben, doch dafür benötigen sie noch ein Kostüm. Für ein schickes Kostüm in Unkosten stürzen, ein Kostüm anfertigen, ganz unschön Kostüm auftauchen. Ernsthaft? Kann ein Torpedo haben. Woher soll ich denn so etwas wissen? Kann man abbrechen. Ja, ich wollte eigentlich bezahlen und die will da irgendwie, keine Ahnung. Ja, versuch's doch mal. Jetzt ziehen einige Blicke auf sich, da die Pförtner halten sie nicht auf. Ich bin ein Ehrengast der Piedmont-Familie, erklären sie mit einem gewinnenden Lächeln, während sie die Einladung von Prinz Ernest vorzeigen. Und soll bedeutende Summen beisteuern, also können sie sicherlich um eine geschlichte Garderobe hinwegsehen. Einer der Pförtner reicht ihnen eine schwarze Augenmaske, zweifellos für außergewöhnliche Umstände dieser Art vorgesehen ist und die sie überstreifen. Drinnen angelangt überlegen sie, wie sie es anstellen sollen, die Königin zu finden. Darunter mischen,
Spieltisch und nachher suchen. Mit Brotpfeilen. Ja, Kenntnisse in Bezug auf den Hochadel lassen sie nicht im Stich. In einem Kreis der vornehmst gekleideten Gäste erspähen sie einen wunderschönen, paillettenbesetzten Elefanten, der ein Glas in einem widerlichen Gemisch aus Rotwein und Malt Whisky hält. Dem Lieblingsgetränk der Königin. Ihre Blicke treffen sich und ihre Augen werden immer größer. Sie lässt ihr Glas fallen und ein Raunen durchläuft den Saal, als es zum Ausgang eilt. Bis sie sich den Weg nach draußen gebahnt haben, ist ihre Kutsch bereits unterwegs. Sie winken eine Droschke heran und steigen ein. Spielstand gespeichert. Der hat keinen Bock auf uns, wa? Bin ich jetzt mal unhöflich? Dass das Spiel schon vorbei ist, finde ich auch unhöflich. An Arbeitskraft. Alter, aber extrem plötzlich. Warum? Was ist denn schon los? Was gemacht gerade? Nee. Die Insel eines Konkurrenten hat einem Angriff standgehalten. Ach, nur weil ich jetzt den hier angeschmissen habe, oder was? Oh, tatsächlich. Schließt die Ventile. Ja, schließ die Ventile. Ist gut, ich hab da schon alles wieder. Alles für den Arsch. Was braucht jetzt ein normales normales Frachtschiff? Zumindest keine 20, das ist schon mal etwas. Kann das so gedruckt werden? Ja, Moment, darf ich vielleicht auch mal irgendwas hier machen? So. Neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren kompromissloser Journalismus. Muss dich ein bisschen, wa? Jeder Einzelne wird gerecht werden. Hab das jetzt schon... Hä? Och nö, sag jetzt nichts. Eine elegante Lösung. Warte mal. Bau des Schiffes? Ernsthaft? Da braucht es Ingenieure, natürlich. Ist klar, Spiel. Ich persönlich würde gerne ein paar Ingenieure noch haben, aber das ist gerade wegen der Situation nachher ein bisschen scheiße. Ach komm, weißt du was. Übrigens, Leute, wegen der Weltausstellung. Ich kann schon mal sagen, zum Glück haben wir das hier auf der Insel gemacht. Und nicht irgendwie auf der Insel drüben oder so. Weil du musst die Weltausstellung auf der Insel machen, auf der du deine Dinge hast. Die hier. Die Investoren, weil ihr seht es auch hier oben schon mit den Arbeitskräften. Das Problem ist nämlich... Beim letzten Mal war alles genau gleich. Nicht der, hier. Der Pendler-Kai. Ich bin bereit. Mit dem Pendler-Kai kannst du nur diese 4 Stufen machen. Die Investoren kannst du damit nicht verschiffen. Das geht nicht. Nee. Und deswegen die 3000 momentan, beziehungsweise nachher 5000, die wir bräuchten, die müssen alle hier drauf machen. Da muss alles hier drauf passieren, alles auf der Insel. Wir schlingern ins Ungewisse. Sonst ist alles für den Arsch. Genau wie das hier. Oh Mann, wir schlingern ins Ungewisse. Ja, ist ja schön. Nee, natürlich nicht. Aber was soll ich jetzt machen? Das ist alles für den Arsch. Komm, hau ab da oben. Mach eine nächste Folge. Ja, was sollen wir sonst nächste Folge noch machen, Freunde? Wie gesagt, wir brauchen noch ein paar Handwerker. Das wollte ich eigentlich damit machen. Dann hätten wir die auch. Deine Truppe ist ganz schön auf Zack. Ja, ich weiß. Das heißt, wir haben momentan noch keine weiteren Ingenieure und dann noch keine weiteren. Wobei, da ist das Problem, weil ich brauche mehr von denen. Aber erstmal müssen wir natürlich gucken, was jetzt passiert, wenn ich da den Sekt mache. Oder mache, einfach halt beisteuere. Weil die Dinger muss ich sowieso aus der neuen Welt importieren und das will ich mir gar nicht erst ausmalen. Der Dampfwagen, der wird nämlich noch so scheiße werden. Kann ich jetzt schon mal versprechen. Deswegen habe ich auch 2 Schiffe gebaut, weil ich fürchte, ich muss einmal einen für alt neu hin und her schippern. Weil da haben wir ja schon, ja, Pelzmäntel und Ruhm. Warte mal, Pelzmäntel und Ruhm. Es mangelt an Arbeitskraft. Warum? Wenn ich sowieso hier Pelzmäntel herstelle, warum habe ich denn das damals gemacht? Ich bedauere die Arbeiter.
Im Angesicht Ihres müßigen Tagewerks weiß ich wieder, wie glücklich ich mich schätzen darf. Ja, Schnauze, Schnauze. Gab es mal einen Zeitpunkt, wo ich hier unbedingt die gebraucht habe? Das kann natürlich sein. Weil die selbst brauchen natürlich keinen. Dann habe ich das hier hergestellt und dann nach oben verschiebt, obwohl es oben genauso gut herstellen kann. Hier ist kein Platz mehr. Hefe, Hefe. Wir haben alles volles Lager. Alles ist randvoll. Ah, warte mal, wenn wir hier volles Lager und Ruhm haben, dann, weißt du was, dann lad hier Ruhm ein, ganz ehrlich. Noch mir aus allen Ruhm von der ganzen Welt holst, mir scheißegal. Das wird doch noch klappen, wa? Okay, dann muss ich das mit Ruhm und Kaffee mal ein bisschen gucken, wie wir das machen. Ich glaube, Ruhm haben wir eigentlich oben genug, oder? Zumal ist ja von einer Welt, glaube ich, ein bisschen, mit einer Welt sage ich schon. Eine Stufe, nein, meine Güte. Die eine Stufe sowieso ein bisschen gekürzt haben, oder? Was sagt euch, wo ich gesagt habe, hier nimmt kein Ruhm mehr. Genau. Wenn dann wieder aktivieren, weil wir jetzt genug Ruhm haben, dann, Heureka. Müsste auch ein bisschen Kohle fließen. Jo, und da kommt es auch schon, vor allem, weil ich jetzt sowieso viele Handwerker brauche. Da sind ja auch alle glücklich. Yeah! Okay, Freunde, das war's nochmal für heute. Hier bei Anno 1800 versunkene Schätze. Und da haben wir noch nicht sehr viel gesehen. Wir sind der König hinterher rennen und hinter einem einen oder anderen Bug fixen und so. Und das wird sowieso noch ganz lustig, vor allem wenn dann hier, ja, nicht vorwärts kommen in Ingenieurarbeitskräfte. Okay, jetzt reicht's mir, komm. Jetzt reicht's, Freunde. So. Ran anhalten! Ja, ran anhalten. Jetzt ist genug, genau. Also, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.